Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, aufgrund der aktuellen sportlichen Situation mache ich mal ein kleines Sondervideo, weil ja teilweise so manche Kommentare mal wieder völlig wild sind und ich einfach nochmal darlegen möchte, woran es aus meiner Sicht hapert. Ja, natürlich bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich sage, Tuchel muss gehen. Da möchte ich gerne ein bisschen erklären, warum, wieso, weshalb ich der Meinung bin, warum ich überhaupt so weit gekommen bin, dieser Meinung zu sein. Aber natürlich ist nicht nur Tuchel schuld. Ja, ich denke auch die Vereinsführung spielt da eine große Rolle und natürlich hat einen großen Anteil natürlich auch der ein oder andere Spieler. Aber am Ende des Tages ist Tuchel dafür verantwortlich, dass er diese Spieler, die diese Probleme haben, was sie nicht erst seit dieser Saison haben, was sie schon letzte Saison hatten, die schon das Jahr davor hatten, immer wieder spielen lässt. Ja, und dann auch noch Zucker in den Arsch bläst. Das ist ein Riesenproblem bei uns gerade. Und deswegen, ja, erstens, am Ende des Tages kannst du nicht sagen, wir schmeißen jetzt 5 Spieler raus. Du kriegst die auch nicht verkauft, kommen wir später nochmal drauf, warum, wieso, weshalb. Aber am Ende des Tages ist der Trainer das schwächste Glied und wenn wir ehrlich sind, ist der Trainer dafür verantwortlich, wer auf dem Platz steht und auch welche Leistung sie bringen. Wenn diese Spieler nun mal keine Leistung bringen, weil sie satt sind, weil sie seit 7, 8, 9 Jahren im Verein sind, dann muss der Trainer diese Spieler auf die Bank setzen. Punkt. Ja, wenn er das nicht tut und diese Spieler dann noch immer wieder verteidigt und immer wieder Zucker in den Arsch bläst, gleichzeitig sie aber demontiert, wo wir auch im Laufe dieses Videos noch zu kommen, dann ist der Trainer nicht mehr tragbar. Und am Ende des Tages, wenn der Trainer sich in der PK hinsetzt, wie jetzt nach dem Lazio-Spiel, was nur die Kirsche auf der Torte ist, ja, in den PKs vorher ist genug gelaufen. Schaut da gerne in die Reaktion rein von mir. Da ist einiges Bild. Wenn er sich da hinsetzt und erzählt, ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden seit dem Hoffenheim-Spiel vor 11 Monaten, dann ist der Trainer nicht mehr tragbar. Ja, damit sagt er, dass er seit 11 Monaten da ist und seit 11 Monaten es nicht hinbekommt und nicht weiß, woran es liegt. Ja, wenn dem so ist, alles gut. Ja, ich sage nicht, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Wie gesagt, er hat Erfolge vorzuweisen, hat mir in Dortmund damals richtig gut gefallen. Paris-Chelsea habe ich nicht so auf dem Schirm. Ja, aber dann passt er einfach nicht zum FC Bayern. Ja, fertig. Also es ist ja, wenn ich sowas sage, ist das ja eine Bankrotterklärung. Ja. Wo soll er jetzt auf einmal, soll jetzt wie bei Daniel Düsentrieb auf einmal die Lampe angehen und jetzt, jetzt habe ich's. Ab jetzt geht's los. Nee. Ne? Gut, bevor wir da weiter reingehen, ich versuche das Ganze hier, ja, so emotionslos, wie es mir möglich ist, zu halten. Ja, weil einfach mal, um das auch mal in einem vernünftigen Ton darzulegen, wie ich die ganze Chose sehe. Gut, als erstes, weil ich es immer wieder vergesse, da ja aktuell hier ein paar Leute mehr auf dem Kanal zuschauen. Leute, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Je nachdem, welches Ausmaß das hat, werde ich dazu dann, wie es bei mir üblich ist, so ich kommentiere eure Kommentare Video machen. Gut, gehen wir es vielleicht mal chronologisch durch mit dem Tuchel, weil mir ja auch oft vorgeworfen wird in den Kommentaren, natürlich von Leuten, die sich einfach mit mir nicht auseinandersetzen, erzählen, ja, du bist ja ein Tuchel-Hater, bla bla bla. Nee, bin ich gar nicht. Ich war super glücklich, wo der Tuchel kam, einfach aus dem Grund, weil Nagelsmann dieselben Fehler gemacht hat, wie sie Tuchel macht gerade, oder wie Tuchel sie gemacht hat. Nagelsmann hat auch immer an den gleichen Leuten festgehalten, egal welche Leistung sie gebracht haben. Ja, das war dann irgendwann das große Problem beim Nagelsmann. Es gab keinen Konkurrenzkampf, obwohl genug Spieler da waren, wo es Konkurrenzkampf hätte geben müssen. Und wenn dann Spieler da sind, neue Spieler, ja, die sich einen Arsch aufreißen, die heiß sind, ist dasselbe Problem wie jetzt aktuell auch.
aber einfach ihre Chancen nicht bekommen oder nur ihre Chancen bekommen, wenn wirklich kein anderer Spieler mehr da ist, da muss man sich nicht wundern, dass diese Spieler nicht motiviert sind. Auf lange Sicht gesehen. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass diese Spieler, die immer spielen dürfen, absolut nicht an ihr Leistungslimit kommen. Ja. Von daher war ich super gehypt, dass Thomas Tuchel kommt. Weil ich habe Thomas Tuchel so in Erinnerung gehabt, auch was ich so am Rande von PSG und Chelsea mitbekommen habe, dass es da eigentlich nach Leistung geht. Und dass der Tuchel halt, ja, er ist nicht der Flick, der Ottmar, der Jupp, der irgendwie super nahbar ist zur Mannschaft oder sonst was, sondern er ist schon eher so, war meine Wahrnehmung bis dahin schon so, ja, das ist mein Ding und wer nicht mitzieht, kann gehen. Den setze ich auf die Bank, ist mir egal, ob der Kimmich heißt, ob der Goretzka heißt, der Leroy Sané heißt, der Serge Gnabry heißt oder wie auch immer, ja. Deswegen war ich super gehypt, wo Tuchel kam. Ich dachte, ja, geil. Jetzt kommt der große Umschwung. Jetzt wird endlich mal nach Leistung aufgestellt. Jetzt bekommt so ein Grafenberg mal seine Chancen. Jetzt bekommt so ein Tell seine Chancen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Genau das Gegenteil ist passiert. Ja. Tuchel kam zu uns, hat alle nur gepudert, hat alle Spieler, die draußen saßen, weiterhin draußen gelassen, hat weiter an denen, die keine Leistung gebracht haben, nur weil sie super etabliert und lange im Verein sind, festgehalten. Da hat der Tuchel sich verbrannt. Punkt. Da war das Thema schon durch. Ja, habe ich damals nach der Saison schon gesagt, ich glaube nicht, dass das mit dem Tuchel gut weitergeht, weil er sich da verbrannt hat. Wenn er sich jetzt um 180 Grad drehen würde und den anderen Tuchel rauslassen würde, würde ihn noch keiner mehr für voll nehmen. Ja. Des Weiteren, ich weiß nicht, ob es nur bei uns so ist, ich weiß nicht, wie es bei seinen anderen Stationen war. Wie gesagt, die letzten, so Paris, Chelsea, dass sich ein Trainer weiterentwickelt, im Gegensatz, wo ich ihn kennengelernt habe, Mainz und Dortmund, ist klar. Aber bei uns hat man einfach das Gefühl, junge Spieler interessieren ihn schon mal gar nicht. Er möchte fertige Spieler haben, die direkt Leistung bringen können. Er möchte keine Spieler entwickeln. Das ist nicht der Anspruch. Was ein Riesenproblem ist aktuell. Ich verstehe das, wenn man von Clubs wie Paris oder Chelsea kommt, wo man hinkommt und sagt, ja, hier, das sind die Spieler, A, B, C, D, E, F, G will ich nicht. Kauf bitte A, B, C, D, E, F, G ein. Und dann kann ich Tuchel-Fußball spielen und dann ist alles gut. Dass das Vereine wie Paris und Chelsea tun, ja, mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, ist dann halt so. Ja. Dass sich ein Tuchel dann aber darauf so festgefahren hat, weil in Dortmund und in Mainz war das ja definitiv nicht so, hat er ja auch noch Spieler entwickelt. Ja, so ändert man sich halt. Ja. Und ich denke, man hat ihn ja, er wurde ja noch von der anderen Führung geholt, von Brazzo und Olli. Da weiß man natürlich nicht, was ein Brazzo und Olli ihn versprochen hat. Ich denke, da wird einiges anders gesprochen worden sein, wie es aktuell ist. Ja, und anscheinend hat ein Tuchel da einfach keine Lust zu. Ne? Er möchte nicht mehr Spieler entwickeln, sich an das vorhandene Spielermaterial anpassen und schauen, dass man eine Formation findet oder einen Fußballstil findet, der den Spielern, die gerade da sind, zugutekommt. Ja? Dass man die Spieler, die da sind, auf die richtigen Positionen einsetzt, für die sie oder wo sie gut sind. Das hat man nicht. Man hat das Gefühl, Tuchel wurde mit Sicherheit andere Dinge versprochen, wie sie gerade sind bei uns, und macht jetzt den Bocking. Ja? So. Ich will das so, fertig, ich ziehe den Stiefel durch, Scheuklappen auf, durch, es ist mir scheißegal, ob ihr mich feuert. Man hat ja auch aktuell das Gefühl, dass sich ein Tuchel 0 mit dem FC Bayern identifiziert. Ja? Ich stand öfters in den Kommentaren, nicht nur wegen der Kleidung, wo er es vermeidet, irgendwie im Bayern-Logos da rumzulaufen oder sonst was. Man hat nicht das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, ich kann nur für mich sprechen, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Trainer für diesen Verein brennt. Ja. Und das machst du schon an Sachen fest, wie
an den Jugendspielern, die einfach gnadenlos ignoriert werden. Ja. Das macht man daran fest, dass man Spieler vor der Saison schlecht redet und dann versucht, sie die ganze Saison über zu pudern, das wieder irgendwie auszugleichen. Ich glaube, da ist auch zwischen vielen Spielern das Tischtuch auf jeden Fall zerschnitten. Was jetzt nicht unbedingt super schlecht sein muss, ja. Nur man muss dann diese Linie auch durchziehen. Ja, wenn wir jetzt mal das Beispiel Kimmich Goretzka nehmen, Tuchel hat vor dieser Saison, also letzte Saison erstmal, ja, hat er komplett hinter diesen Spielern gestanden, hat an ihnen festgehalten, obwohl er ein rein Gravenberch war und so weiter und so fort. Da hat man denen das Zeichen gegeben, ja, alles gut, wir sind hier immer noch in unserer Wohlfühl-Oase, scheißegal, ob da jetzt ein Thomas Tuchel ist oder nicht. Dann stellt man sich vor der Saison dahin und demoralisiert einen Goretzka, obwohl das beim Leon ja ein bisschen gefruchtet hat. Man spricht einen Kimmich ab, dass er ein Sechser ist. Man spricht Kimmich und Goretzka ab, dass sie Führungsspieler sind. Wobei ich bei beiden mitgehe in vielen Dingen, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Der Hintergedanke war natürlich, ja, dass Tuchels Plan war, ist jetzt meine These, dass Tuchels Plan war, diese Spieler loszuwerden. Ja. Diese Spieler verkauft werden, deswegen haben wir uns überhaupt auch mit Declan Rice beschäftigt für über 100 Mille, obwohl man an Harry Kane ja schon die ganze Zeit dran war, wo man auch wusste, dass das so um den Dreh gehen wird. Es war klar, ja, wenn Kimmich und Goretzka nicht wechseln, haben wir nicht die finanziellen Mittel, um dann so einen Transfer zu stemmen. Ja. Deswegen verstehe ich schon die Intention, aber dann hätte man schon letzte Saison da klare Kante zeigen müssen. Ja. Hätte er letzte Saison gesagt, wo er gekommen ist, ja, alles klar, ich bin jetzt 4 Wochen hier, ich habe mir das angeguckt, die Spieler haben nicht die Qualität für Tuchel-Fußball. Ich setze diese Spieler jetzt aus. Ja. Dann hätten diese Spieler auch angefangen zu überlegen, ja, bin ich hier noch beim richtigen Verein? Bin ich zu satt? Möchte ich eine Luftveränderung haben? Dann wären diese Dinge ins Rollen gekommen. Aber das hat man nicht getan. Man hat an ihn festgehalten, man hat ihn Zucker in den Arsch geblasen, man hat auf ihn gesetzt, hat mit viel Glück und einfach durch Unvermögen von Borussia Dortmund die Meisterschaft gewonnen, die natürlich dann wieder in der Vereinsführung alles überdeckt hat, was so an Baustellen da ist. Und dann wundert man sich, wenn man dann im Sommer hingeht und sagt, ja, eigentlich will ich dich hier gar nicht mehr, dass die Spieler sagen, ja, ist mir doch egal. Ich verdiene jetzt 20 Mille, ich spiele sowieso immer. Egal welche Leistung ich bringe, welches Argument soll jetzt sein, dass der Spieler sagt, nee, alles gut. Weißt du was, hast recht, ich habe hier keinen Bock mehr. Nee. Ja, das sind Menschen, die verdienen ihr Geld, es ist scheißegal, wie sie spielen. Sie spielen immer. Ja, warum sollten sie den Verein wechseln? Warum sollten sie darüber nachdenken, den Verein zu wechseln? Das tut ein Spieler doch nur, ein guter Spieler, wenn er keine Spielzeit bekommt. So. Aber die bekommt er. Also, das passt nicht zusammen. Er erzählt vor der Saison so, sagt quasi, spricht ihnen die Qualität ab, sagt, ihr seid keine Führungsspieler, aber hält dann trotzdem die ganze Saison an ihnen fest und lässt sie durchgehend spielen. So. Also erstmal, dass der Spieler sich da fragt, was will dieser Mensch? Oder dass der Spieler denkt, ja, alles gut, ich weiß, der will mich eigentlich gar nicht, aber ist ja egal. Dass der sich da nicht den Arsch aufreißt für den Trainer für 110%. Ich denke, das steht auch außer Frage. Dass sie das da im Hinblick für den Verein nicht tun, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da kommen wir auch noch drauf, wenn es dann auf die Spieler drauf zugeht. Ja, da hat man sich die Probleme selber geschaffen. Ja, also ich bin ein super Freund davon, klare Worte zu finden und das auch zu kommunizieren, wie es Tuchel getan hat. Ja, fand ich super vor der Saison. Da muss er aber auch danach handeln. Das hat er nicht getan. Ja, dann hätte er halt einen Conny Leimer auf jeden Fall schon mal als gesetzten Spieler in der Mitte hinstellen müssen und dann Pavlovic ranführen. Ja, und man hätte den Kimmich als rechten Verteidiger da hinstellen sollen, erst recht, weil man sich das rechte Verteidigerproblem ja selber geschaffen hat, wo Tuchel mit Sicherheit auch seinen Anteil dran hatte, siehe Stanisic. Und wäre doch gut gewesen. Wo ist das Problem? Ja. Aber nein, Tuchel ist super angepisst, weil er möchte eine Holding Six haben.
damit er seine Fünferkette mit einem Sechser spielen kann. Das ist Tuchels Spielidee oder taktische Idee. Das hat er nicht bekommen, deswegen ist er bockig. Ja, und das merkt man. Das merkt man. Ansonsten, Thema Tuchel. Ich war lange überzeugt vom Tuchel. Ja, selbst dann auch, ja, ich habe es gerade schon gesagt, kannst du natürlich, oder eigentlich hätte er was ändern müssen, wo er gekommen ist, ja, und nicht an den Spielern festhalten. Vielleicht hat er das aus Selbstschutz getan, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er aber auch gesehen, dass unter Nagelsmann nicht alles so schlecht war und wir noch in allen Wettbewerben waren. Hat sich dann gedacht, ja, ich fahr den Zug mal so weiter und guck einfach, dass ich die Viererkette 20 Meter nach hinten stelle, was er getan hat. Ja, aber spätestens nach 2-3 Wochen hätte man dann sehen müssen, Alter, die Spieler haben einfach keinen Bock, ja, oder können nicht, was auch immer. Und da hätte man reagieren müssen, das hat er nicht getan. Des Weiteren nehmen wir da Mathys Tel diese Saison, nehmen wir De Ligt. De Ligt passt ihm anscheinend die Nase einfach nicht, weil er wollte unbedingt Minjay haben, den hat er bekommen, der spielt immer. Und wenn er nur auf allen Beinen nur noch laufen kann und erst seit einem Tag vom Asien Cup wieder da ist, spielt er. Scheißegal, ob es dann gegen Leverkusen geht. Scheißegal, ob es danach gegen Lazio geht. 2 super wichtige Spiele spielt er. Genauso wie Opa, der gerade aus einer Verletzung kommt, keine Form hat, spielt. Fertig. Wird nicht drüber diskutiert. Ja, man sieht ganz klar, dass der Trainer ja auf jeden Fall Lieblinge hat. Ja, Leroy Sané hat er schon wieder seit Wochen unterirdische Leistung, spielt trotzdem immer. Ist egal. Steht gar nicht zur Debatte. Ja, gegen Lazio katastrophale Leistung. Spielt 82 Minuten. Thomas Müller gegen Gladbach. De Ligt Dyer gegen Gladbach. Gute Spiele gemacht. Gegen Leverkusen direkt aussortiert, weil andere Spieler wieder da sind oder fit sind. Fit in Anführungsstrichen. Ja. Das sind alles keine Argumente für den Trainer. Ja, da kann ich leider auch nichts für. Ich habe nichts gegen Tuchel als Mensch, keine Ahnung, kritisiere ich ihn eh nicht, kritisiere die sportliche Leistung und die ist katastrophal bei uns. Ja, ich weiß, viele von euch immer hier Vereinsbrille auf, Ergebnisse stimmen, bester Zweiter hinter Leverkusen, bla, Sülz. Ja, jetzt ist Leverkusen vorbei, jetzt ist Lazio vorbei, wir haben 2-mal auf die Fresse bekommen mit katastrophalen Leistungen. Wir haben gegen Leverkusen nicht eine richtige Torchance gehabt. Wir haben gegen Lazio nicht einen Schuss aufs Tor gehabt. Ja, haut mir gerne mal eure Argumente rein. Aber wir spielen ja so einen guten Fußball, wa? Wir haben ja die Ergebnisse erzielt. Jeder, der sich ein bisschen mit dem FC Bayern beschäftigt, der sich die Spiele anschaut, der muss gesehen haben, dass wir in der Vorrunde 3/4 der Spiele unterirdisch schlechten Fußball gespielt haben. Ja, wir haben das Glück gehabt, dass Leroy gerade seine 10, 12, 13 guten Saisonspiele, die er hat in der Saison, in dem Zeitraum abgeliefert hat und dass ein Harry Kane aus nichts sehr, sehr viel gemacht hat, dafür, dass er nicht im Spiel eingebunden ist. Deswegen standen wir da, wo wir standen. Der Fußball war die ganze Zeit grottig. Ja. Habe ich oft genug kritisiert, haben genug andere oft genug kritisiert. Aber es wurde alles hochgelobt. Alles wurde hochgelobt. Bis in den Himmel. Es hieß ja schon, wir sind Favorit auf die Champions League und hast du nicht gesehen. Obwohl wir Drecksfußball spielen. So, aber auch von Vereinsseite war alles gut. Alles war gut, weil die Ergebnisse haben gestimmt. Wie die Ergebnisse teilweise zustande kamen, war eine Katastrophe. Ja. Und jetzt in der Rückrunde sieht man, wenn so ein Leroy nicht seine gute Phase hat, die halt immer nur so 10 bis 15 Spiele dauert, wenn so ein Musiala nicht auf seinem Level performt, was viele Gründe hat, und wenn dann noch so ein Harry Kane, weil er nicht mehr eingebunden wird ins Spiel, vielleicht jetzt auch irgendwann die Schnauze voll hat und auch nicht mehr so performt, dann siehst du, was der FC Bayern leisten kann. Ja, dass keinerlei Spielidee da ist, nach 11 Monaten, seitdem der Trainer im Amt ist. Wir haben keine Spielidee, außer viel Ballbesitz, den Ball irgendwie nach Leroy, Jamal oder Kane bekommen und hoffen, dass die durch eine gute Einzelaktion was Zählbares erzielen. Das ist unsere Strategie vom Fußballspielen. Nichts anderes sieht man. Nichts. Ja, wir haben jetzt in der Rückrunde gegen Augsburg, gegen Gladbach, hat man so ein bisschen eine Philosophie gesehen in der Balleroberung. Wieder so ein bisschen mehr Richtung Nagelsmann, wo wir das extrem hoch getan haben, extrem stark getan haben. Da hat man so einen kleinen Anflug von gesehen, aber das hat dann meistens auch nur so 10 Minuten gedauert, war ja jetzt in Lazio genauso.
Ja, so 10 Minuten haben wir das umsetzen können und das war's dann wieder. Ansonsten haben wir keine Spielphilosophie. Du stellst dich einfach mit 10 Mann hinten rein, das reicht. Du brauchst noch nicht mal gut Fußball spielen. Du brauchst eigentlich gar nichts machen. Du brauchst nur die Räume zumachen, die 3 Spieler zudecken, die ich gerade genannt habe. Schon ist der FC Bayern komplett aus dem Spiel genommen. So, und das ist die Entwicklung von Julian Nagelsmann. Jetzt 11 Monate Tuchel-Fußball. Und wenn man sich das mal anschaut, realistisch, ist das eine Katastrophe. Ganz einfache Kiste. Ja, bis zu den letzten beiden Spielen hatte der Thomas Tuchel ja noch den besseren Punkteschnitt. Ja, da wurde sich ja dran hochgezogen. Ah ja, er hat ja statistisch gesehen, ist er ja so und so stark vom Punkteschnitt her. Nee, ist er halt nicht. Ja. Und das können wir uns auch mal eben anschauen. Hier, Thomas Tuchel, gehen wir mal hier auf Punkteschnitt. Gut, scrollen wir mal ein bisschen runter. Weil, wie wir sehen, erste Seite, Andries Jonker, Jupp Heynckes, Hansi Flick, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, Carlo Ancelotti. Ist noch gar kein Tuchel zu sehen. Eieiei. Ja. Scrollen wir mal weiter runter. Da kommt noch ein Niko Kovac. Da kommt noch ein Felix Magath. Dann kommt Udo Lattek, Franz Beckmann. Oh, da ist der Thomas Tuchel. Punkteschnitt von 2,07 in 43 Spielen. Ja. Auch das, wie wir sehen, ja, ist nicht mehr gegeben. Also alle, die sich daran hochgezogen haben. Es ist nicht mehr gegeben. Ich lasse das Outro jetzt einfach nochmal durchtickern hier. Von daher gibt es auch statistisch gesehen kein Argument mehr. Das gibt es nicht. Ja. Die andere Statistik haben wir ja die Tage schon in den Kommentaren auch gehabt. Tuchel hat in der Hälfte der Spiele doppelt so viele Niederlagen wie Julian Nagelsmann. Oder andersrum, die gleiche Anzahl an Niederlagen hat Nagelsmann in der doppelten Anzahl an Spiele gehabt. Also, auch statistisch gesehen, ja, ihr könnt euch immer noch daran hochziehen, dass wir der beste Zweite der Bundesliga sind. Wow. Das ist natürlich auch der Anspruch des FC Bayern. Von daher, wenn man sich dann die ganzen Pressekonferenzen anschaut, die wir so die letzten Wochen und Monate gesehen haben, dieser Mann ist nicht mehr tragbar für diesen Verein. Ja, er hat selber zugegeben, dass er Spieler spielen lässt, weil sie gute Kerle sind. Er gibt selber zu, dass er in 11 Monaten immer noch nicht den Schlüssel gefunden hat, dass er immer noch nicht weiß, was das Problem ist. Er setzt sich in PKs hin, erzählt, ja, erstmal sitzt er so auf der Trainerbank, dann setzt er sich in der PK hin und sagt, ja, der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit war katastrophal. Er hat es also wahrgenommen, nicht reagiert. Warum sollte man auch? Auch gegen Leverkusen. Er hat gegen Leverkusen klar gesehen zur Halbzeit, dass das nicht funktioniert mit dieser Fünferkette, mit den Leuten, die da spielen. Hätte man in der Halbzeit schon was ändern können? Nee, hatte er keinen Grund für gesehen. Gegen Lazio hat er keinen Grund dafür gesehen, etwas zu ändern. Gegen Saarbrücken hat er nicht den Grund gesehen, in der 70. Minute mal Harry Kane einzuwechseln. Dann hätten wir das Ding 2-3-1 gewonnen, wäre gut gewesen. Das alles ist für mich einfach nicht gut genug, um Bayern-Trainer zu sein. Ja? Neben dem Gefühl, dass man hat, dass er sich null mit dem Verein identifiziert. Wirklich absolut null. Ja? Und das ist super schade. Ich habe super viel vom Tuchel erwartet bei uns und wurde maßlos enttäuscht. Wie gesagt, ich habe lange an mich festgehalten, auch die Hinrunde habe ich noch gesagt, ach komm, lass mal Harry Kane, muss ich auch erstmal finden, die Mannschaft muss sich finden, mit ihm das Zusammenspiel muss ich finden, geben wir ihm mal bis zur Rückrunde Zeit. Das war so mein persönliches Limit. Ja, und in der Rückrunde ist es ja eigentlich nur noch schlechter geworden, anstatt besser. Ja. Und dazu dann diese Aussagen von Tuchel. Also Tuchel muss weg. Punkt. Der kriegt das Ruder einfach nicht rumgerissen. Sollte, keine Ahnung, die ganze Mannschaft vom Blitz getroffen werden und auf einmal wieder guten Fußball spielen, unter Tuchel, ja, und man mal eine Spielphilosophie sehen, von jetzt auf gleich. Ja, alles gut, dann kann der Tuchel gerne da bleiben. Ich habe nichts gegen den Thomas Tuchel.
Aber das, was er sportlich leistet und was er sportlich für Argumente bringt und sich innerhalb von 5 Minuten gegenseitig wieder widerspricht, passt nicht zum FC Bayern. Das ist nicht Bayern, Nike. Fertig. Von daher ist das für mich ja nicht mehr tragbar. Ne? Vielleicht dazu nochmal eine kleine Sache, bevor wir auf die Vereinsführung kommen und dann auch in Richtung Spieler. Ich habe ja auch oft gelesen jetzt in den Kommentaren, ja, du kannst jetzt nicht schon wieder den Trainer feuern, der FC Bayern wird ja zum heißen Stuhl, Blasülz. Wir müssen mal wieder Kontinuität auf die Trainerposition bringen. Gehe ich mit? Wäre schön. Hätte man mit Nagelsmann, hatte man die Möglichkeit dazu, man hat sie nicht genutzt. Aber nur aus diesem Grund, jetzt einen Trainer zu halten, um zu sagen, oh, es ist hier kein Feuerstuhl, fühle ich persönlich jetzt nicht. Ja? Und wenn wir uns mal, wir können ja mal kurz reingehen, nochmal, wenn wir uns mal das anschauen, das ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern so. Ja, also Pep Guardiola war noch 1095 Tage da. Danach Carlo Ancelotti 454 Tage, Jupp Heynckes 264, Niko Kovac 490, Hansi Flick 605. Wollen wir mal ganz kurz runter. Julian Nagelsmann 631 und jetzt Thomas Tuchel 329. Und wenn es nach mir ginge, müsste da keiner mehr beikommen. Ja. Ja, dann ist das so, dass die Haltwertzeit 2 Jahre ist beim FC Bayern. Oder wenn man halt gar keine Leistung bringt, Niko Kovac 1,5 Jahre, Carlo Ancelotti 1,5 Jahre, Thomas Tuchel dann halt nur 1 Jahr. Ja. Was soll es? Da musst du halt Leistung bringen. Punkt. Ja. Oder musst dann halt das, was du predigst, auch umsetzen. Ja. Und das wurde nicht getan. Und dann ist er einfach mit den Aussagen, die er jetzt zuletzt getätigt hat, dass er nach 11 Monaten immer noch keine Idee hat, warum der Fußball so schlecht ist, wie er schlecht ist. Ja, dann gibt's kein Argument mehr zu sagen, jawohl, das ist der richtige Trainer für den FC Bayern, wir halten an ihm fest. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Leute, ja, wen willst du denn als Alternative da hinsetzen? Wer soll das denn machen? Es ist doch keiner auf dem Markt, Blasülz, Blasülz. Es ist scheißegal, Leute. Und wenn du einen aus der Jugend nimmst, der einfach eine Spielphilosophie hat und der die Spieler mal dahin stellt, wo sie am besten sind und der dann auch die Eier hat, die Spieler nach Leistung aufzustellen und nicht nach Verdienste für diesen Verein, ja, dann kann das nur besser werden, wie es jetzt unterm Tuchel ist. Punkt. Ja. Ganz einfache Kiste. Ja, du musst jetzt nicht der super Trainerfreund sein à la Flick. Du musst nicht der Trainerfreund sein à la Jupp oder Pep. Oder Pep war jetzt auch nicht so der Spielerfreund, glaube ich. Der hat schon eine gute Mischi gehabt. Ja, du kannst auch einfach jetzt mal so ein Typ Magath sein. Ja. So, aber da muss ich halt die Linie durchziehen. Fertig. Und nicht die Spieler pudern. Ja. Gut, das ist meine Meinung zum Tuchel. Tuchel ist für mich persönlich nicht mehr tragbar. Ja. Egal wie die weiteren Spiele sein werden. Ja, es kann sein, vielleicht gewinnen wir gegen Bochum mit viel Glück. Ich persönlich glaube es nicht. Danach kommt Leipzig. Dann kommt Freiburg. Das Rückspiel gegen Lazio. Also schwierig. Bin gespannt, wie lange man an ihm festhält. Zweite Geschichte. Oder anders, gehen wir nochmal auf die Trainersituation ein und den Übergang zur Führung dann. Wenn man jetzt von Thomas Tuchel wirklich überzeugt ist in der Führung, ähnlich wie ich schon bei Nagelsmann gesagt habe, wenn man vom Julian Nagelsmann überzeugt war, dann hätte man ihn klipp und klar den Rücken stärken müssen. Ja? Unter Rücken stärken verstehe ich, dass man öffentlich mal klare Ansagen an die Spieler bringt. Fertig. Und intern den Spielern das auch klar kommuniziert. Ja? Dass das der Trainer für die nächsten, bei Nagelsmann, wenn es 5 Jahre gewesen ist, und entweder kommt man damit klar oder man hat den Verein zu verlassen. Punkt.
Ja, aber genau das hat man nicht getan. Man hat wieder die Spieler gepudert, an ihn festgehalten, genauso wie es jetzt ein Tuchel tut. Und dann wäre gut gewesen. Ja? Aber auch das wurde jetzt beim Tuchel auch nicht gemacht. Man hätte sich ja jetzt hinstellen können, man macht ja jetzt so Durchhalteparolen, die Standardsachen, so, ja, natürlich halten wir am Trainer fest, Blasels kennen wir alle aus dem Fußballgeschäft und 2 Wochen später ist er weg. Und dann heißt auf einmal, ja, er war einfach absolut nicht mehr tragbar, erreichte die Mannschaft nicht mehr, Blasels. Dass ein Tuchel die Mannschaft nicht erreicht, das sehen wir alle. Ja, sonst würde die Mannschaft nicht diese Leistung bringen, die sie bringen. Ja, ganz einfache Kiste. Und dafür ist der Trainer verantwortlich. Wenn der Trainer es nicht hinkriegt, die Spieler zu motivieren, dass sie 110% geben oder 100% in einem Champions League Achtelfinale oder in einem Topspiel in Leverkusen, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr, auf was man noch warten möchte. Ja, dann, selbst wenn man jetzt meint, der Tuchel wäre der richtige Trainer, dann sieht man doch ganz klar, dass der Tuchel die Spieler nicht erreicht. Ja, gut. Dann hätte man natürlich reagieren können nach Leverkusen. So, man hätte sich ja dahinstellen können und sagen können, öffentlich mal die Spieler auseinandernehmen. Ja, mal den Trainer direkt außen vor lassen und dann hätte Herr Freund, Herr Dresen, wer auch immer, hätte sich da mal öffentlich hinstellen müssen und die mal richtig anfahren müssen. Mal richtig konsequent. Ja, so wie es ein Uli früher getan hat, wie es ein Sammer getan hat, wie es ein Beckenbauer getan hat. Aber das ist nicht mehr gegeben bei uns. Ja, das mag vielleicht auch der Zeit geschuldet sein. Ja, heutzutage darfst du ja eh keinen Menschen mehr irgendwie anfahren oder deine Meinung sagen. Dann ist ja gleich, oh, wie kannst du nur, Blasels. Und da ist natürlich so Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry ist da natürlich genau die Generation für. Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, die würden da auch ganz, ganz wild reagieren. Aber das musst du machen. Ja, das muss von einer Vereinsführung kommen. So, ja, diese Durchhalteparolen, die man jetzt bringt, ja, wow. Das ist das Klischee Nummer 1 in diesem Geschäft. Ja. Also entweder macht man eine klipp- und klar Ansage an die Spieler von Vereinsseite und das auch öffentlich, ja, dass die Spieler endlich in der Pflicht sind, oder man muss einen Trainer wechseln. So. Aber anscheinend, zumindest so mein Gefühl, und zwar das schon die ganze Saison über, ist man ja in der Vereinsführung auch nicht vom Trainer überzeugt. Ja. Woran mache ich das fest? Allein schon an den Transfers. Also meine These ist, so ein Bouillet, so ein Saragossa sind keine Tuchel-Transfers, er will die gar nicht haben. Das interessiert ihn gar nicht. Ja. Genauso De Ligt wird einfach demontiert, interessiert ihn auch nicht. Seine Holding Six hat er nach Kampf in der Hinrunde vor der Saison im Wintertransferfenster natürlich nicht bekommen. Ja, das zeugt doch alles davon, dass der Verein von dem Trainer nicht überzeugt ist. Wenn ich doch von dem Trainer überzeugt bin, der Trainer sich da hinstellt und sagt, ich brauche für mein Spielsystem unbedingt eine Holding Six, da muss ich ihm die geben. Fertig. Ja, da muss ich ihm die geben. Anders geht es nicht. Ansonsten ist er halt einfach dann ein Missverständnis. Dann passt es nicht. Ja, wenn wir immer noch dabei sind, so in unserer Mannschaft kannst du nur 4-2-3-1 spielen. Ja, dann ist das so. Aber dann ist der Tuchel der verkehrte Trainer. Da muss man sich eingestehen, dass es ein Missverständnis war und da muss man sich trennen. Ja, ganz einfache Kiste. Aber dass ein Tuchel kein Interesse an diesen Spielern hat, die verpflichtet wurden, ich meine, offensichtlicher geht's ja nicht. Ja, also ein Bouillet stellt da lieber nach links, weil Mazraoui mag und er dann als Rechtsverteidiger spielt, obwohl er in der Nationalmannschaft Linksverteidiger spielt. Also kann er das ja auf jeden Fall. Bouillet hat noch nie Linksverteidiger oder linker Schienenspieler gespielt. Ja, das war eine Demontierung dieses Spielers, ihn da hinzustellen. Warum macht man das? Ja, und Saragossa, ihr habt alle die Pressekonferenz gesehen haben, wie abwertend der Gesichtsausdruck war und die Worte, die ihn Tuchel gewählt hat. Zu diesem Spieler. Alto Belli. Dem wird dasselbe Schicksal erleiden wie Santel. Ja, also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Der wird nie eine faire Chance gegen Leroy Sané, Serge Gnabry oder Kingsley Coman haben. Niemals. Da kann der Leistungen bringen wie ein junger Gott, ähnlich wie es Bartel war. Vergessen. Ja.
Wir können das Thema Pavlovic gerne nochmal aufmachen. Hat jedes Mal super performt, wenn er gespielt hat. Auch gegen Leverkusen gehörte er für mich zu den besseren Spielern mit Dyer zusammen. Also 2. Ne? Alle anderen waren unterirdisch. Klar waren die jetzt auch nicht herausragend, aber sie waren auf jeden Fall eine Stufe besser wie der Rest. Nach der Auswechslung war klar, der Spieler der ist fertig, der ist wieder verbrannt. Ne? Also wieder super für den Tuchel. Kimmich Goretzka ist wieder on the road. Again. Ja. So. Ja. Also, entweder kommt von der Führung eine klare Ansage oder halt nicht und es kommt gar nichts. Aber wer soll es auch machen? Soll das so ein Christoph Freund machen, der jetzt ein halbes Jahr da ist, der wahrscheinlich immer noch irgendwo seine Rolle sucht? Ja. Ich weiß nicht, inwieweit er die Kompetenz hat, aber inwieweit er wie nennt man das? Die Rolle dafür hat. Ja, weil natürlich, ja, man verpflichtet ja Max Eberl, der ihm dann vorgesetzt ist. Er ist dann das Sprachrohr, ja. Von daher kann man das jetzt vom Freund erwarten? Weiß ich nicht. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen von ihm. Ja, er kritisiert, aber alles auch nur in so Floskeln. Ja? Also jetzt nichts mal Ernsthaftes. Ja, nochmal. Da fehlt mir einfach so Sammer, Hoeneß, die einfach Klartext reden dann. Wo dann einfach auch mal die Krawatte zu ist und man das da mal rauslässt. Ja, und dann mal die Spieler öffentlich in die Pflicht nimmt. Das passiert ja nicht. Ja? Also man unterstützt den Trainer in dieser Hinsicht auch wirklich null. Ja? Wenn man vom Trainer überzeugt ist, muss man das machen. Und deswegen meine These, man ist von diesem Trainer nicht überzeugt. Ich weiß nicht, warum man jetzt gerade noch an den Trainer festhält. Weil man einfach wahrscheinlich wieder nicht die Eier hat, irgendeinen jungen Trainer da in den Fokus zu stellen. Ja? Hat man beim Hoeneß nicht, der hat den Verein verlassen, hat man damals beim Scholl nicht gehabt und so weiter und so fort. Wir können die Liste endlos durchgehen. Da fehlt es mir einfach. Ja? Und man sieht jetzt auch wieder diese nach außen betrachtet, diese Hilflosigkeit dieser Führung. Ja, ich weiß nicht, man nimmt das alles hin, so wie Tuchel die Leistung der Spieler hinnimmt, so nimmt die ganze Führung die Leistung der Spieler hin und die Leistung des Trainers. Ja, man hat da nicht das Gefühl, dass da irgendwer mal brennt. Ich weiß nicht, ob alle irgendwie auf ein Zeichen vom Tegernsee von Uli Hoeneß warten, dass der sagt, hier, ich senke den Finger jetzt oder was, ich habe keine Ahnung. Ja, es kommt aber einem so vor, als wenn da keine selbstständigen Vertreter in diesem Verein sind. Ja, und Herbert Hainer brauchen wir nicht drüber reden, Alter, der sagt sowieso nur was, wenn er das okay vom Uli kriegt. Beim Dresen hat man leider dasselbe Gefühl. Super sympathisch, ich mag ihn Chrissy. Aber dass der sich da hinstellt und erstmal fehlt ihm da vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch die sportliche Kompetenz für, dass der sich jetzt da hinstellt und unabhängig von einem Uli Hoeneß im Hintergrund da irgendwie klare Kante geben würde. Nee, und so ein Christoph Freund, der ein halbes Jahr da ist, mit Sicherheit auch nicht. Ja, und das ist ein großes Problem. Wir haben gerade da ein großes Vakuum. Weil ein Uli Hoeneß ist ja nicht mehr im operativen Geschäft. Ja. Also ganz wild, da ist auch einiges im Argen. Ja, jetzt warten alle auf Max Eberl, 1. März. Seine erste Amtshandlung wird dann sehr wahrscheinlich sein, Tuchel weg. Ja, vielleicht sucht er im Hintergrund schon nach einem neuen Trainer, ich weiß es nicht. Ja, aber es kann ja auch nicht sein, dass der Anspruch ist, wir müssen jetzt warten, bis ein Eber kommt, bevor wir irgendwelche Köpfe mit Nägeln machen können oder sowas. Ich weiß nicht, ob das gerade der Grund ist, ja, dass man das gerade alles hinauszögert und am Tuchel festhält, dass dann der neue starke Mann, der er werden soll, das dann alles regeln soll. Und nicht jetzt so ein Christoph Freund, der ja dann gar nicht mehr diese Kompetenzen hat. Ja. Das ist halt auch so eine ganz wilde Konstellation, dass man den holt und dann irgendwie halbes Jahr später sagt, oh ja, nee, Sportvorstand, nee, das ist er nicht, wir setzen da mal noch den Max hin. Ich meine, klar, wenn die miteinander gut klarkommen, ist das eine super Konstellation.
Wenn dem aber nicht so ist, hat man die nächste Klamotte wieder. Ja. Das mal zur Führung. Ja, da ist auch einiges im Argen. Man kann nur hoffen, ich sehe das auch ein bisschen kritisch mit Max Eberl, aber wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, Alter, bin ich froh, dass da endlich dann wieder mal einer ist, der dann hoffentlich sich nicht verändert, nicht den Kuscher macht und endlich mal wieder einer ist, der Tacheles redet und auch handelt. Ja, von daher, ja, hoffentlich kommt er im März und hoffentlich legt er dann auch los wie die Feuerwehr. Ja, das ist meine Hoffnung. Ich war auch lange skeptisch, aber ja, er ist aktuell dann so die einzige Alternative. Ja. Schwierig, bin ich sehr gespannt. Gut, kommen wir mal zum Thema Spieler. Natürlich ist nicht nur Tuchel schuld. Klar, nochmal für mich der Hauptschuldige, weil er die Spieler aufstellt. So, er hält an diesen Spielern fest. Wenn wir uns jetzt mal die Spieler anschauen, da ist ja auch vieles im Argen und das schon seit Jahren. Ja. Habe ich schon mehrere Videos zu gemacht, zu der letzten Saison und mein Saisonfazit habe ich zu den Spielern was gesagt. Davor das Jahr schon habe ich schon gesagt, dass das nicht mehr reicht, dass diese Spieler durch sind bei uns. Und das ist halt das andere große Problem. Wir haben zu viele Spieler in dieser Mannschaft, wo man nicht mehr das Gefühl hat, dass sie gerne für diesen Verein spielen. Ja? Und dass sie den Verein im Herzen tragen und dass sie Bock haben, weiter und weiter einen Titel zu gewinnen. Mir persönlich geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt die 12. Meisterschaft einfahren, wir müssen unbedingt Champions League-Sieger werden. Nee, das sehe ich gar nicht. Es ist völlig okay, wenn jetzt mal ein anderer Meister wird. Es ist super langweilig, wenn man jedes Jahr Meister wird. Ja, fertig. Aber wenn der Fußball doch gut ist, wir wollen doch guten Fußball sehen, das ist doch das Ding. Ja? Und wir wollen einen Trainer sehen und Spieler sehen, die auf Ereignisse reagieren, ja? Die sich dagegen stemmen. Habt ihr jemals letzte Saison gesehen, dass ein Kimmich Goretzka, nehmen wir mal die beiden, weil das so die Mitte ist, ja, aber die wichtigsten Positionen in einer Mannschaft, dass die sich wehren, dass die sich dagegen stemmen? Nein, das war ein De Ligt. De Ligt war der Einzige, der sich letzte Saison dagegen gestemmt hat, der richtig Emotionen reingebracht hat. Den hat man natürlich demontiert in der Mannschaft. Den hat man die Fähigkeiten abgesprochen und jetzt hast du da einen Upa und einen Minjay, die beide keine Führer sind, keine Leader sind. Ja? Das sind keine Führungsspieler. Das sind beides Indianer, Mitläufer. So. Die kriegen es ja noch nicht mal hin, eine 4er-Abwehrkette zu organisieren, einer von den beiden. So, was soll man da erwarten? Ja? Kimmich Goretzka. Seit Corona. Tot gefühlt. Leistungsschwankungen. Hardcore. Ja? Führungsqualitäten 0. Auf dem Platz. Das ist, was ich beurteilen kann. Wie es in der Kabine aussieht, weiß ich nicht. Nach dem Spiel hat sich ein Kimmich auch oft genug dahingestellt und hat die große Fresser geriskiert. Und auf dem Feld gar nichts. Seht ihr mal auf dem Feld einen Kimmich dirigieren, der mal irgendwas anleitet? Nein, ein Kretzig hat das mehr getan, wenn er gespielt hat. Den hat man ja auch verliehen, den hat man ja auch außen vor gelassen. Der hat ja gar keine Chancen gekriegt bei uns. Das ist wild, ja. Der Einzige, der das gegen Lazio getan hat, war ein Thomas Müller. Da hat man gesehen, der brennt, der will, ja. Und der will bestimmt nicht für den Trainer, auch wenn er sich das im Interview erzählt. Kommen wir gleich nochmal zu. Der will das für den Verein, für sich, ja. Der hat dieses Gen. Bei den anderen deutschen Nationalspielern hast du nicht das Gefühl. Also entweder sind die komplett satt, was mit Sicherheit ein Faktor ist, habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Wenn du in einer Saison 6 Titel gewinnst, also alles erreicht hast, das Höchste erreicht hast, was geht im Vereinsfußball, ja, dann ist es halt schwer, es ist menschlich, sich wieder weiter zu motivieren, um das vielleicht nochmal zu erreichen. Ja? Aber da ist dann ein Verein in der Pflicht und ein Trainer. Ja? Und wenn diese Spieler sich nicht motivieren können, dann muss ein Trainer diese Spieler auf die Bank setzen. Und wenn ein Trainer, diese Spieler dann auf die Bank setzt, ja, dann hat ein Verein natürlich auch Argumente, um zu sagen, pass mal auf, Josch, du spielst ja hier kaum noch, möchtest du nicht lieber den Verein verlassen?
damit du in der Nationalmannschaft noch Chancen hast. Ja? Oder aber der idealere Fall, wie es beim Goretzka war vor der Saison, man findet dann seine Form und zeigt, oder man findet seinen Ehrgeiz wieder und zeigt mal ansprechende Leistung, was ein Goretzka ja dann ein paar Partien getan hat. Ja? Man muss einfach diesen Leistungsdruck, der eigentlich immer da war beim FC Bayern. Ich versuche gerade mich zurückzuerinnern, wo ich mal gesagt habe, dass immer dieselben Spieler spielen, egal welche Leistungen sie bringen. Das ist erst seitdem diese Spieler im Verein sind. Das gab es früher nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Na klar, wenn du einen super Führungsspieler hast, wie ein Effenberg, wie ein Matthäus oder sowas, der hat mal einen schlechten Tag. Ja, dann sieht man da vielleicht drüber hinweg, aber so ein Ottmar Hitzfeld hätte den auch ausgewechselt. Ja, und das Beste daran, der Spieler hätte das verstanden. Ja, der hätte selber gesagt, Alter, ich habe heute einen scheiß Tag. Ich helfe dieser Mannschaft nicht. Ja, diese Art Denken gibt es heutzutage nicht mehr. Ein Kimmich schießt 10 Ecken pro Spiel, die absolut grottig sind, anstatt zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe heute einfach, krieg's heute nicht hin, schießt du mal besser. Gibt es nicht mehr heutzutage. Gibt es nicht. Aber wie auch? Diese Spieler werden in den Himmel gelobt für Leistungen, die mittelmäßig sind. Und spielen immer. Die stehen gar nicht zur Diskussion. So. Also, soll man den Spielern da jetzt einen Vorwurf machen? Schwierig, wenn sie immer spielen. Ne? Aber gehen wir es mal durch. Schau mal eben. Nee. So, gehen wir es doch mal durch. Über welche Spieler reden wir denn? Wir können aber gucken, wie lange sind die Spieler bei uns im Verein. Thomas Müller. Seit 2009. Ich denke, der Thomas Müller ist ja out of order, out of kritisieren. Ja, wenn man das gegen Lazio gesehen hat, wenn man das gegen Gladbach gesehen hat, der einzige Spieler, der wollte, gerade gegen Lazio, der es 45 Minuten echt versucht hat, der gecoacht hat, der dirigiert hat, der gemacht, getan hat. Ja, dass es bei Müller nicht mehr reicht für 90 Minuten, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, er ist 34, bald 35. Außer Frage. Dass ein Müller immer noch 20 Millionen verdient, ist auf der einen Seite eine Frechheit, auf der anderen Seite, habe ich auch schon mal gesagt, wenn so ein Spieler so lange im Verein ist und hat jetzt nochmal verlängert für ein Jahr zur selben Kondition, kann man vielleicht sagen, aus eben genau diesem Grund, ja, dass er von A bis Z bei diesem Verein war, gönnen wir ihm nochmal die 20 Mille, auch wenn er eigentlich nur 10 bekommen sollte. So. Ja. Manuel Neuer ist dann der Spieler, der als zweitlängsten im Verein ist. Seit hier, im Verein seit. Ihr seht den Mauszeiger gar nicht, ist der Bild. Naja, aber ihr seht es ja hier in dieser Spalte, im Verein seit 1.7.2011. Ja. Sehe ich ähnlich wie Müller, wobei ich ihm das echt übel nehme mit diesem Skiunfall und sowas. Als Kapitän, gerade als Fußballer, hat man einfach nicht Ski zu fahren, wenn man professioneller Fußballer ist. Aber anderes Thema, darum geht's nicht. Ich denke aber auch, dass er ein Neuer, der übrigens schon 37 ist, ja, bald 38, 27.3., dass da mehr kommen muss vom Kapitän. Und dass er im Tuchel super dankbar ist, weil ein Tuchel ihn so durchgedrückt hat, wieder nachdem Ole stark war. Und nachdem der Verein Peretz verpflichtet hat, was ein Tuchel auch nicht interessiert hat, verstehe ich. Nichtsdestotrotz muss von einem Kapitän mehr kommen. Vergleicht mal Manuel Neuer als Kapitän mit, wenn wir jetzt mal bei Torhüter-Kapitän sind, mit Oliver Kahn. Ja. Aber auch hier wieder, es ist einfach eine andere Generation heutzutage, wo es einfach nicht mehr diese Emotionalität und dieses Ansagen gibt, ja, wo sich die Spieler dann eher angegriffen fühlen wie sonst was. Man hat auch das Gefühl, dass viele Spieler oder die Spieler heutzutage gar nicht mehr mit Kritik umgehen können, weil sie immer gleich in den Himmel geschossen werden,
wenn sie 2, 3 gute Spiele haben. Ja. Manuel Neuer sehe ich jetzt nicht als das große Problem an. Er wird auf jeden Fall noch zum Problem werden, weil auch er wird nicht dieses Leistungsniveau mehr erreichen, was er immer hatte. Und wir haben es auch gegen Gladbach gesehen, auch gegen Lazio. Er wird immer auch wieder die Wehchen haben, er wird mit Schmerzen spielen, er wird mit Sicherheit auch mal ausfallen. Das ist einfach in dem Alter dann so. Er hat aber natürlich eine super harte Erfahrung und ja, ich würde ihn auch mitnehmen, so wie wir es getan haben als Verein, aber ich hätte mir gewünscht, dass man klar abspricht, dass man in seinem letzten Jahr, man sollte auch klar absprechen, dass es nächstes Jahr das letzte Jahr ist, dass man in der Zeit einen jungen Torwart aufbaut und einen jungen Torwart auch die Spiele zugesteht. Ja? Das hätte ich mir gewünscht, wird natürlich nicht passieren. Da ist so Manuel Neuer ja auch gar nicht der Typ für. Aber das hätte man kommunizieren sollen. Aber auch da wurde das nicht getan. Der Vertrag wurde zur selben Kondition verlängert. Beide stecken sich super viel Geld ein, was natürlich für andere Spieler fehlt. Ja, also nochmal, Thomas Müller, nichts gegen Thomas, ist nur noch ein Ersatzspieler. Kommt 20 Millionen und das dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. So, wo willst du da Kadergeld haben, um einen weiteren Topstar zu verpflichten? Ja, dasselbe mit Manuel Neuer. Also beide hätten von sich aus sagen können, pass mal auf, wir sind froh, dass wir hier noch ein Jahr spielen dürfen. Vielleicht nochmal ein Jahr danach auf Option als Standby-Spieler, whatever. Komm, mach die Hälfte des Gehaltes, damit wir die Mannschaft verstärken können. Das wäre ein Move gewesen. Passiert natürlich in der heutigen Zeit nicht. Weil, ja, anscheinend diesen Spielern der Verein dann auch nicht so wichtig ist. Ja, ich weiß, es sind harte Worte, gerade auf Thomas Müller bezogen. Aber mal ernsthaft. Wenn ein Spieler seine ganze Karriere bei diesem Verein ist und 20 Millionen im Jahr verdient, dann muss ich davon erwarten können, dass ich dann, wo meine Karriere dem Ende zugeht, ja, wo man den Vertrag nochmal verlängert, weil Finale da home, ihm das zugesteht, da seinen großen Abschluss zu haben, sofern man da hinkommt, was ich aktuell nicht sehe, anderes Thema, hätte man als Spieler sagen können, ja, pass mal auf, ich kenne meine Rolle, ich bin jetzt hier nur noch so der Ersatzspieler, der vielleicht auch ein paar Spieler ranführt und so weiter. Komm, mir reicht auch, wenn ihr mir hier die Hälfte oder ein Viertel meines Gehaltes gebt. Aus Dankbarkeit für den Verein. Einfach, dass Geld halt frei ist, um andere Spieler zu verpflichten. Nochmal, beide Spieler zusammen nehmen 40 Mille weg. Mehr sogar, bekommen über 20 Millionen. Was natürlich fehlt. Ja. Nur mein Take. Josua Kimmich, da kommen wir zu unserem ersten harten Problemfall. Wobei ich das beides auch schon ein bisschen als schwierig an betrachte. Josua Kimmich seit 2015 im Verein. Unangefochten immer Dauerspieler. Aus welchem Grund? Ich kann es euch nicht sagen. Ich verstehe es nicht. Beste Fußballeralter. Seitdem er im besten Fußballeralter ist, keine Leistung mehr. Ja. Also seit der Saison, wo alles gewonnen wurde, geht es nur bergab. Nur bergab. Diese Saison hat das schwierig. Gestehe ich ihm ein bisschen zu. Diese Probleme mit Tuchel verstehe ich schon, dass man da vielleicht ein bisschen anders motiviert ist. Zwischenzeitlich hat er es ja auch gut gemacht. Auch gegen Lazio war es ja einen Tacken besser, so von der Position her. Aber er macht das Spiel super langsam. Ja. Und das ist nichts Neues. So. Aber er kommt gar nicht an sein Leistungslimit. Und wie gesagt, dieser Führungsspieler, der er gerne sein möchte, mit Sicherheit auch aufgrund von Neuer und Müller, ja, die ja seit Jahren vor ihm stehen, was das Kapitänsamt anbelangt. Ja, vielleicht resigniert er auch einfach. Ja, aber bei ihm hat man nicht das Gefühl, er reißt sich für den Verein den Arsch auf oder ist dankbar für das, was er hier mit dem Verein erreichen durfte. Aber das sage ich auch schon seit 2 Jahren. Also du musst den Spieler endlich in Frage stellen, ja. Ihm Pavlovic vor die Nase setzen oder jetzt, weil Leimer nicht da ist, einen Pavlovic mit dem Kimmich aufstellen. Sollte ein Kimmich nicht performen, wechselt zu ihm aus und bringst einen Goretzka.
Fertig. Ja. Aber das passiert ja nicht. Das passiert nicht. Letztes Jahr unterirdisch. Egal, keinerlei Konsequenzen. So. Und dann reden wir davon, ja, warum macht der Verein keinen Umbruch? Wie soll der Verein einen Umbruch machen, wenn diese Spieler nicht wechseln wollen? Die Spieler haben vor der Saison gesagt, Tuchel wollte sie nicht mehr haben. Vor der Saison gesagt, nein, wir wollen beim FC Bayern bleiben. Warum, wieso, habe ich gerade schon gesagt, die spielen immer, bekommen gutes Geld, warum sollen sie wechseln? So, erstmal musst du einen Verein finden, der denen dasselbe Geld zahlt. Beim Kimmich würde das wahrscheinlich noch passieren, bei allen anderen denke ich das eher weniger. Warum sollen sie raus aus ihrer Wohlfühl-Oase München, wo sie nur gepudert werden, wo sie aufgrund ihrer Erfolge nicht in Frage gestellt werden? Warum sollen sie das? Wenn noch nicht mal der Trainer sie in Frage stellt, obwohl sie grottig sind. Womit wir dann wieder bei dem Thema Tuchel sind. Ja. Aber, ja, ich sage seit 2 Jahren, Kimmich, Gnabry, Sané, Goretzka müssen ausgetauscht werden. Ja. Ich meine, guckt unsere Nationalmannschaft an, es hat auch Gründe, warum die auch so schlecht performt, wie sie performt. Meinetwegen musst du sie ja noch nicht mehr verkaufen. Du hättest sie einfach nur mal in einen normalen, gesunden Konkurrenzkampf schicken müssen. Aber das wurde unter Nagelsmann nicht getan und unter Tuchel wieder nicht. So, diese Spieler spielen einfach immer aufgrund ihrer Verdienste. Dann sieht man die Entwicklung, die jetzt da ist unter Tuchel. Ja, so. Die Spieler, die draußen sitzen, die sehen das, sollen die Lust haben. Ja, die bäumen sich mal auf, 3, 4, 5 Spiele, sehen, ich bekomme trotzdem keine Chance. Selbst wenn ich performe, Tore schieße, Seattle, es interessiert nicht. Es interessiert nicht, dass diese Spieler irgendwann sagen, Alter, das Maß ist voll, ist auch menschlich. Ja, und dass diese Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, auch nicht weg wollen von diesem Verein, wo sie halt so behandelt werden und das Geld bekommen, ist doch auch klar. Ja. So, und nochmal, welcher Verein soll denn das Geld bezahlen? Ja, ein Kimmich hat ein super hohes Ansehen noch im Ausland. Den wirst du vielleicht los. Ne? Aber alle anderen? Serge Gnabry, der kriegt 17 Mille. Wer soll die denn zahlen, Alter? Für welche Leistungen? Seit Jahren. Sané dasselbe. Wer soll denn Sané 20 Millionen zahlen? Aufgrund welcher Leistung? Für 10, 15 Spiele, die er in der Saison macht, die ordentlich sind und danach komplett abtaucht? Serge Gnabry übrigens dasselbe. Ja, einen King nehme ich da raus. King war bis zum Tuchel immer on fire, immer gut. Ja, genauso wie Fonsi. Musiala. Ja. Aber seitdem Tuchel da ist, keinerlei Weiterentwicklung. Eher Rückschritte wie alles andere. Ja. Gut, dann reden wir immer davon, dass wir keinen Umbruch hinkriegen. Ja, wenn wir uns jetzt mal angucken, ja, 2021 sehen wir Upa, 2022 sehen wir Mazraoui, De Ligt, Tell. Ja, 23 jetzt Guerrero, Leimer, Buchmann nehmen wir mal raus, Minjay, Habi, Daniel Peretz, den man leider komplett ignoriert. Pavlovic ist aus der Jugend gekommen und dann jetzt Eric Dyer, Sascha Boye und Brian Zaragoza. Also da sieht man ja schon, dass man einige Spieler verpflichtet hat. Ja? Dass man da ja schon was versucht zu ändern. Aber wenn man dann die Spieler, die da waren, wie ein De Ligt, der super integriert war, der auf dem Weg zum Kapitän war, ja, wo man dann hätte auch einfach mal die Eier haben müssen, um mal alte Strukturen aufzureißen. Hätte man dann sagen müssen nach der letzten Saison, ja, neue Saison, passen wir auf, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen was verändern, wir geben einfach De Ligt mal das Kapitänsamt. Das hätte den Jungen super nochmal gepusht. Er hat super gemacht, hat die Abwehr organisiert. Und wäre gut gewesen. Ja, du hättest ja den Minjay verpflichten können. Ist ja kein schlechter Transfer. Ja. Und wenn er dann irgendwann mal das Level erreicht hätte, dass er Stammspieler sein kann beim FC Bayern, ja, hätte er sich ja auch mit dem Opa um die Position streiten können. Ja. Wo wäre das Problem? Aber ein De Ligt hätte der gesetzte Spieler sein müssen, weil er der Einzige ist, der da hinten in der Viererkette Führungsqualitäten gehabt hätte. Was tut man stattdessen? Genau das Gegenteil. Man sägt ihn ab.
und zeigt das ganz deutlich. Und da kann man sich auch in die Pressekonferenz hinsetzen und sagen, nee, das ist nicht so, wir haben alle die gleichen Chancen. Licht ist abgesägt, ist außen vor. Fertig. Ja. Tell, 30 Millionen. 18 Jahre. Mit 17 kam er zu uns. Letzte Saison wurde schon gesagt, er ist zu jung, er muss eine Torbeteiligung haben, damit er dann mal Argumente hat, in der Startelf zu stehen. Dann liefert er das. Spiel für Spiel für Spiel. Auch ein Grund, warum unser Tabellenstand noch so gut ist, trotz schlechten Fußball. Auch ein Tell hat super viel rausgerissen dann als Joker, ja. Und man hat ihn super demoralisiert. Indem man ihn einfach nicht belohnt hat. Indem man dann gesagt hat, ach nee, das ist ja gerade so gut, er wird jetzt unser Joker bleiben. Dann hat das mal ein Spiel nicht geklappt. Das war keine Torbeteiligung und dann war er gleich weg. Gleich weg. Erstmal 5, 6 Spiele gar nicht mehr gesehen. Da muss man sich nicht wundern. Und da sind wir wieder beim Trainer. Ja. Guerrero, ja, lange Zeit verletzt, alles gut. Hat dann gute Spiele gemacht mit, gegen Stuttgart war es ein gutes Spiel. Ihn hätte man dann viel, viel früher mit Fonsi in den Konkurrenzkampf schicken sollen. Als linker Verteidiger, was er nun mal ist. Ja. Conny Leimer, ja, hat man verheizt als rechter Verteidiger, was super schlecht war. Konnte er seine Stärken ganz, ganz selten mal einbringen. Wir haben eine super Pressingmaschine auf der 8 bei uns. Ich würde super gerne mal einen Pavlovic mit dem Leimer sehen im zentralen Mittelfeld. Ich denke, das hätte richtig Wumms. Weil auch ein Conny hat einen super Ball in die Tiefe, ein super Auge dafür. Ist, wie gesagt, eine Pressingmaschine, arbeitet, kämpft. Pavlovic hat einen super Ball nach vorne, nicht nur immer quer und nach hinten und vor allem auch einen schnellen Ball, nicht immer nach Kimmich hier annehmen, Blasels, gucken. Hat man auch vertan, ja, aus besagten Gründen. Ja, und so können wir so weiter durchgehen. Ich sage, Sascha Boye und Brian Zaragoza werden es super schwer haben unter Tuchel. Ja. Pavlovic wird es super schwer haben unter Tuchel. Auch da sind wir dann wieder bei dem Dinge mit dem Verein. Ja, der Verein möchte, hat deswegen keinen Sechser verpflichtet in der abgelaufenen Transferphase, obwohl Tuchel das wollte. Da wird es natürlich eine interne Kommunikation gegeben haben, von wegen, ja, aber guck mal, das ist doch ein Papovic und so weiter. Auch da merkt man, dass das Spielsystem, was der Verein irgendwo vorgibt, nicht zum Trainer passt. Ja, also wir haben ja schon eine gewisse Umgestaltung in den letzten 2 Jahren, was das Spielermaterial anbelangt. Wenn wir dann immer noch hier Sabitzer dazu nehmen, wenn wir Gravenberch dazu nehmen, wenn wir Cancelo dazu nehmen, wenn wir Perisic dazu nehmen und so weiter. Ganz, ganz viele Spieler, die da waren, die man dann einfach wieder weggeschickt hat. Ja. Einfach weil die gestandenen Spieler, die super viel erreicht haben, nicht zur Diskussion stehen in unserem Verein. Unter keinem Trainer. Und anscheinend dann ja auch schon gar nicht durch die Vereinsseite. Dass man dadurch eher das Mir-Samir-Gefühl zerstört, anstatt es zu stärken, ist, glaube ich, das, was viele nicht verstehen. Ja? Ich verstehe schon das Argument, dass man so von Vereinsseite sagt, nee, wir stellen diese Spieler mal nicht in Frage, weil das nicht Bayern-like ist, ja, weil Mir-Samir-Gefühl und so weiter. Aber am Ende des Tages zerstört man es damit, weil man keine homogenes Mannschaftsgefüge hinbekommt. Ich meine, alle Spieler, die draußen sitzen, wir haben es beim Gravenberch gesehen, wir haben es beim Sabitzer gesehen, die sehen das doch. Ja, auch ein Tell jetzt, die sehen das doch. Die sehen doch, dass die Spieler, die spielen, unterirdisch schlecht sind. Ich meine, jetzt kommen sogar noch die Ergebnisse dazu, was in der Hinrunde noch nicht war, aber in der Hinrunde war es schon genauso. Die sehen das doch. Und diese Spieler bekommen dann trotzdem keine fairen Chancen. Was sollen diese Spieler denken? Ja? Und das ist seit 2 Jahren so, nicht erst seit gestern.
Und dadurch zerstörst du doch dann eher dieses Mir-Samir-Gefühl. Weil du weißt genau, ja, eigentlich bin ich nur hier und darf spielen, wenn was passiert. Wenn wir 2-0 hinten liegen, darf ich für 10 Minuten spielen, um vielleicht noch irgendwie was zu schaffen. Bringe ich gute Trainingsleistung, interessiert das keine Sau. Ja, so, wie soll das auf Dauer funktionieren? Es kann nicht funktionieren. So. Ja, und diese Spieler werden null in Frage gestellt. Nochmal, jetzt sind gerade Serge Gnabry und Kingsley Coman verletzt. Und trotzdem darf ein Tell zum Beispiel nicht spielen. Ein Brian Saragossa, der extra verpflichtet wurde, bekommt vom Tuchel gleich eine Ansage, das wird noch ewig dauern, bis der hier mal spielen darf. Und dann sehen wir ein Leroy Sané 82 Minuten lang gegen Lazio Rom, der jeden Angriff, in dem er mit von der Partie war, zunichte macht. Leute, was soll da passieren? Ja? Also, wie soll da eine homogene Mannschaft entstehen? Es gibt keinen Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft. Tuchel hat sich immer wieder dahingestellt, gesagt, ich habe zu wenig Spieler, wir haben keinen Konkurrenzkampf. Aber er sorgt ja noch nicht mal dafür, dass ein Konkurrenzkampf da ist. Er tut einen De Ligt und einen Dyer raus, die klar besser waren als Min-Jae und Upper. Es gibt keinen Konkurrenzkampf unter Tuchel. Da sind seine Lieblinge, da sind hier Kimmich, Goretzka. Ich weiß nicht, warum er an den festhält, weil eigentlich hält er ja nichts von den Spielern. Die spielen immer. Punkt. Fertig aus. So. Was will man dann erwarten? So, dann erwartet man oder sieht man das, was wir gerade sehen. Ja, dass wir endlich für den Grottenfußball, den wir seit 11 Monaten spielen, jetzt auch die Ergebnisse einfahren, die dazu passen. Das ist die Konsequenz daraus. Ja. Das ist dieser große Rattenschwanz. Ja, aber am Ende des Tages, für mich, um jetzt mal hier mal auf den Punkt zu kommen, nach über einer Stunde Geblubber, der Punkt ist der Trainer. Ja, natürlich, der Verein hat mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Habe ich schon gesagt, er hätte mehr zum Trainer stehen können, er hätte mehr die Spieler mal in die Pflicht nehmen sollen, und zwar richtig in der Öffentlichkeit. Keine Frage, gehe ich voll mit. Ich gehe auch voll mit, dass die Spieler für die Leistung, die sie zeigen, verantwortlich sind. Da ist nicht der Trainer für verantwortlich. Ja? Dass ein Leroy Sané unterirdisch spielt, unterirdisch performt, dass ein Opa immer wieder diese Aussätze hat. Ja, da mag ein Trainer ein bisschen Mitverantwortung haben, indem er den vielleicht nicht genug den Arsch pudert oder zu viel den Arsch pudert, keine Ahnung. Aber nochmal, der Trainer ist dann dafür verantwortlich, dass diese Spieler halt ausgewechselt werden. Und zwar in der Halbzeit. Und zwar nach 30 Minuten, wenn ich so eine Leroy-Leistung sehe. Da muss mal ein klares Statement kommen. Nein, was passiert? Der Spieler spielt trotzdem wieder. Immer. Immer, immer, immer. So, das ist doch das Problem. Und das Problem kommt vom Trainer und nicht von den Spielern. Nochmal, wenn ich Spieler bin, ich sehe, ja, alles gut. Ja, ich habe jetzt gerade nicht die beste Form, aber ich versuche halt, ist doch gut. Und ich sehe, es entstehen dadurch keine Konsequenzen. Wie soll der Spieler nachdenken, wenn er nie in Frage gestellt ist? Haben wir doch beim Fonsi gesehen. Ist ein guter Kerl. War dann einmal draußen, danach das Spiel hat er sofort um 30% mehr performt. Weil er gemerkt hat, Alter, ich bin ja doch nicht hier der unangefochtene, was weiß ich was. Ja, man muss die Spieler einfach erden. Das ist doch nichts Schlimmes. Wo ist denn das Problem? Wir sind im Leistungssport. Im Leistungssport. Bei einem der größten Vereine in Europa. Bei dem Verein mit dem dritthöchsten Gehaltsgefüge in Europa. Ja. Und trotzdem wird nicht nach Leistung aufgestellt. So. Ja, und wenn dann zwei namenlose spielen, weil die anderen keine Leistung bringen, wie jetzt ein Musiala und ein Sané, ja dann raus. Dann gegen Bochum, Tell und Saragossa rein. Fertig. Einfach um ein Statement zu setzen. Ja, was soll schlimmer passieren? Stell Sané und Musiala auf, die zeigen die Leistungen von den letzten Wochen. Wird das auch gegen Bochum nicht reichen. Also bring doch mal zwei rein, die Bock haben.
So, wäre doch mal eine Idee und wäre doch mal ein klares Statement. Ja? Damit die Spieler mal nachdenken und mal wissen, was Phase ist. Aber tun sie ja nicht. Wie? Ne? Und ich, für mich, komme da halt immer wieder auf den Trainer zurück. Ja, weil der Trainer der Verantwortliche ist. Der Trainer könnte das einfach ändern, indem er andere Spieler aufstellt, was er nicht tut. Fertig. Letzte Sache. Ja, die Qualität des FC Bayern ist einfach nicht da. Lese ich sehr oft. In meinen Augen völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Wir haben so viel Qualität in dieser Mannschaft. Die Qualität wird nur nicht abgerufen. Eben aus besagten Gründen. Ja. Erstmal der Taktik, der Aufstellung der Spieler, wo sie nicht die beste Leistung bringen können. Dazu dieser nicht vorhandene Konkurrenzkampf. Und dann kommst du halt in so eine Spirale. Ja. Ganz einfache Kiste. Ich meine, guckt euch Leverkusen an. Nehmt doch Leverkusen mal als Beispiel oder Stuttgart. So, die haben doch jetzt auch nicht in dem letzten Jahr ihre komplette Mannschaft geändert. Nee, haben sie nicht. Ja, es ist einfach mal ein Trainer da, der eine Strategie hat. Ja, natürlich hat Alonso seine Schlüsselspieler bekommen, die er haben wollte. Aber in Stuttgart zum Beispiel mit dem Hoeneß, ja, das fehlt bei uns einfach. Und nochmal, ja, wir können über die Spieler, gerade die deutschen Nationalspieler, Kimmich, Gnabry, Sané, Goretzka, du kannst Musiala die Saison mit reinnehmen, du kannst auch einen Thomas Müller diese Saison teilweise mit reinnehmen. Können wir natürlich diskutieren. Ja, dass die satt sind, dass denen der letzte Kitzel fehlt. Gehe ich mit, Leute. Gehe ich 100% mit. Aber ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass diese Spieler keine Qualität haben oder zu schlecht sind. Die haben sie. Sie zeigen sie nur nicht. Und wenn sie nicht zeigen, ich meine, bei Müller geht's ja auch drauf geschissen. Und Müller zeigt ja noch Qualität und fliegt trotzdem aus der Mannschaft. Warum geht das dann bei den anderen nicht? Ja, da sieht man halt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist, was ich meine. Die Qualität dieses Kaders ist maßlos vorhanden, Leute. Ja, nur unter Tuchel erreicht kein Spieler, geschweige denn sein maximales Level, mal sein normales Level. Keiner. Seit Monaten. Ja, selbst ein Harry Kane ist jetzt passt sich mittlerweile dieser Mannschaft an. Vom Leistungsniveau her. Ja, wir reden halt auch immer noch über Mannschaftssport. Ne? Riesenproblem. Ja, aber die Qualität haben wir auf jeden Fall in diesem Kader. Und ich garantiere euch, ein Trainer, der ein Spielsystem hat, wo man klare Abläufe hat, vorne, wenn ein Gegner tief steht, wie wir es unter Nagelsmann zum Beispiel haben, der dann aber auch noch die Eier findet und gestandene Spieler einfach mal in den normalen Konkurrenzkampf mit allen Spielern auf dieser Position stellt. Ja, gerade nimm das zentrale Mittelfeld. Wir haben 4 Spieler für 2 Positionen. Mit einem Guerrero dabei hast du sogar 5 Spieler für 2 Positionen. Nimm Dyer vielleicht noch mit dabei, wenn du mal eine Holding Six brauchst. Ja, hättest du sogar 6 für 2 Positionen. Und trotzdem spielen immer die gleichen 2 Spieler. Es sei denn, es ist jemand verletzt oder gesperrt. So. Da muss man sich doch nicht wundern. Ja? Aber nochmal, die Qualität ist in dieser Mannschaft auf jeden Fall vorhanden. Nur man zeigt sie nicht, weil man sie auch nicht rauskitzelt, weil man sich auch nicht hinterfragt, weil man seinen Stiefel seit 11 Monaten, kommen wir nochmal auf den Tuchel zurück, seit 11 Monaten durchzieht. So wie es in jedem Spiel tut. Gegen Leverkusen. Ja, ab der 70. oder so hat er dann umgestellt, wieder auf einer Viererkette. Hat man gesehen, war das Spiel gleich einen Tacken besser. Was natürlich auch an Leverkusen lag, die ein bisschen nachgelassen haben, von wegen Pokalspiel und so weiter. Ratio. Scheuklappen auf, so auf der Bank sitzen, kopfschüttelnd. Aber 82 Minuten den Stiefel durchziehen. Warum? Ein Leroy Sané gehört ausgewechselt nach 30 Minuten. Ein Goretzka gehört ausgewechselt in der Halbzeit. 0 Impact auf dieses Spiel. Du hast einen Pavlovic draußen, der super stark die letzten Spiele war.
Du hast einen Tell draußen, der auffälliger in den 10 Minuten war, die er da spielen durfte, als wie ein Sané über 82 Minuten. Ja, du hast einen Brian Zaragoza draußen. Schmeiß ihn doch einfach rein, was soll passieren? Soll er schlechter sein wie ein Sané? Das geht nicht. Weil selbst wenn er jeden Ball verliert und nicht einen Ball zum Mitspieler bringt, ist es dasselbe Niveau, wie es ein Sané hatte. So, das alles macht man nicht. Man zieht den Stiefel durch, setzt sich dann in der PK hin und sagt, ja, den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit habe ich auch gesehen, kann ich mir nicht erklären. Man nimmt aber keinen Einfluss als Trainer. Nach dem Leverkusen-Spiel setzt man sich dahin. Ja, warum wir Harry Kane nicht ins Spiel gekriegt haben, weiß ich nicht. Das muss ich erstmal mir das Spiel anschauen und muss das analysieren. Das sagt der Trainer, der draußen an der Seitenlinie steht und der dafür da ist, in der Halbzeitpause Anpassungen zu machen und innerhalb des Spiels Einfluss zu nehmen und auch Anpassungen zu machen. Und dann zu allerletzt setzt der Trainer sich hin in der PK und sagt, ja, ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden seit dem Champions League-Spiel gegen Manchester United und dem 1:1 gegen Hoffenheim danach. Das sagt er nach 11 Monaten. Und ja, genau das ist, was wir sehen. Wir sehen keinerlei Entwicklung. Wir sehen nur eine negative Entwicklung aller Spieler. Ja? Und wir sehen keinerlei Spielidee, Spielsystem. Sehen wir nicht. Also ich nicht. Wenn ihr es seht, Glückwunsch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das ist im Groben und Ganzen meine Meinung zur aktuellen Lage. Nochmal, diese Meinung vertrete ich schon seit Monaten. Ja? Und das hat nichts mit einer Antipathie gegenüber Kimmich oder gegenüber Tuchel zu tun. Ich mag einen Josh. Ich habe lange Zeit am Josh festgehalten. Auch schon letztes Jahr, davor das Jahr, wo er schon grottig war, habe ich lange an ihm festgehalten. Genauso wie ich an Tuchel lange festgehalten habe. Aber irgendwann ist einfach ein Maß erreicht, wo es dann noch gut ist. Ja. Und da mache ich ja auch noch nicht mal zum Kimmich den Vorwurf. Nochmal. Kimmich ist kein Sechser. Das hat der Trainer gesagt. Das hat der Trainer erkannt, warum er ihn dann nicht als rechten Verteidiger aufstellt. Nein, stattdessen investieren wir 30 Millionen im Winter, um rechten Verteidiger zu kaufen. Muss ich persönlich nicht verstehen. Und man muss den Josh einfach dann auch mal 2, 3 Spiele draußen lassen. Ja. Vielleicht realisiert er dann auch ein bisschen. Vielleicht sollte man den Josh auch nicht jede Ecke schießen lassen. Vielleicht realisiert er dann mal ein bisschen. Aber all das passiert ja nun mal nicht. So, und dann sieht man das, was wir sehen. Ja. Und jetzt sehen das auch alle schön Wetter, rosarote Brille aufhabenden Bayern-Fans. Ja, weil jetzt der Punkteschnitt vom Tuchel wir haben es gerade gesehen, ne, wo noch unterm Kovac. Ja, es gibt auch kein statistisches Argument gerade mehr. So, und nochmal, der Fußball ist grottig seit 11 Monaten. Abgesehen von 3, 4 Spielen. Ja, aber jetzt ist die Rückrunde. Und in der Rückrunde stimmen die Ergebnisse nicht mehr aus den besagten Gründen. Ja, und jetzt ist auf einmal ein breiteres Publikum, sieht das auf einmal ganz genau so. Ja, man bekommt Zuspruch. Es gibt immer noch ein paar Verstrahlte, die das immer noch nicht sehen. Aber nochmal, wenn man sich ein bisschen mit unserem Verein und unserem Fußball auseinandersetzt, sieht man die Probleme, die natürlich hausgemacht sind. Ja, aber am Ende des Tages, am Ende der Schleife, nochmal, ich habe es ja erwähnt in diesem Video, der fehlende Rückhalt durch den Vorstand, satte Spieler, die ausgebrannt wirken. Aber am Ende dieser Kette steht der Trainer, der Einzige ist, der diesen Einfluss hat, zu sagen, ja, weißt du was, dann lasse ich die Spieler jetzt draußen. Gibt's hier ein Leistungsprinzip? Die Spieler, die Leistung bringen, es ist mir scheißegal, wie erfahren die sind, wie alt die sind, ist mir wurscht, die spielen einfach. Und ich habe ein System. Ich meine, Tuchel ist der super Analytiker. Da sollte es ja wohl nicht so schwer sein, dass man mal klare Abläufe im Angriff hat, wenn der Gegner tief steht, wenn der Gegner so steht und so steht. Da sollte man ja wohl irgendwelche Spielideen haben, die man dann umsetzt. Ja? Das hat ja selbst ein Julian Nagelsmann geschafft. Und dann wäre doch gut. Aber dem verweigert man sich, weil man ein sturer Sack ist. Ja? Der gerne sein Stiefel runterspielen möchte, der seine Idee von Fußball hat. Und der Verein hat ihm nicht die Spieler gegeben, die er dafür benötigt. Und deswegen, scheißegal, fahre ich den Verein vor die Wand. Wen interessiert? Ich identifiziere mich eh nicht mit dem Verein. Ich bin
allerspätestens in einem Jahr weg. Ja. Und gut ist. Ja. Und dann ist der Verein selber schuld, weil er mir nicht das gibt, was ich haben möchte. So kommt das gerade rüber. Das ist meine Meinung, Leute. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr euch das hier 1 Stunde 20 angetan habt. Aber ich wollte es einfach mal klarstellen. Ja, wenn ich demnächst dann wieder so hohle Kommentare habe oder im Stream irgendwelche hohlen Kommentare, dann kann ich auf dieses Video verweisen, dann können die Leute sich das angucken. Vielleicht verstehen die Leute das ein bisschen eher, wenn ich nicht so emotional reagiere wie direkt nach so einem Spiel. Ne? Deswegen dieses Video. Gut, Leute, ich bedanke mich für euren Support. Bis dahin. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.